manchmal treibt sich der Lars bei den grossen Schneewehen um. Dort, wo sich die Eisbären treffen, die auf der Durchreise sind. Wilde Gesellen sind das. Laut, lärmig und lustig. Vor lauter interessantem Eisbärenlärm merkt er nicht, dass er auch beobachtet wird. Buh! Fast geht der Lars runter. Er kehrt sich wütig um. Saluti, wer bist denn du? Ich... Der Lars ist plötzlich ganz durcheinander. Sein Herz bombert wie wild, weil so einem Eisbärmädchen ist er noch nie begegnet. Ich bin der Lars Eisbär und wohne da. Ich heisse Oksana. Komm, wir spielen. Wirklich? Klar, fang mich doch. Hopp! Ja, so etwas muss man dem Lars nicht zweimal sagen. 1, 2, 3, ich hab dich gefangen. 1, 2, 3 für mich. Wo der Lars so ganz nah bei der Oksana ist, merkt er auf einmal, wie gut sie schmeckt. Weisst was, sagt der Lars, ich finde dich richtig nett. Hast du schon geküsst? Der Lars ist noch fest am Überlegen. Da gibt ihm die Oksana Schmatz, ein dickes Bärenmünchi. Und ist wieder weg. Wenn du willst, kannst du mit mir gehen. Können wir auch rennen? Oh, du Kamuff, ruft ihm Toskana. Komm morgen wieder. Und ist verschwunden. Der Lars muss zuerst schon mal abhocken. Er spürt immer noch das Münchi von der Oksana. Das war so süß und weich. Der Lars ist verliebt. Diese Nacht schlaft er schlecht. Und am anderen Morgen steht er sehr früh auf und macht sich auf den Weg zu seiner neuen Freundin. Seine Mama ruft verwundert: «Gibt's heute keinen Abschiedskuss, Lars, mein Sohn?» Aber der hört nichts mehr. Er denkt nur an die Oksana und ob sie ihm echt heute wieder ein Münchi gibt. Ah ja, das gibt's das mal gerade zur Begrüßung. Von jetzt an sind sie jeden Tag zusammen. Sie lassen schneien oder sich vom Nordwind über das Meer treiben. Oder der Lars macht ein Geschenk. Hokus, Pokus, Fidibus. Lars, du bist ja ein richtiger Zauberer. Jetzt gehen sie wirklich miteinander. Und dann einmal an einem Tag kommt der Lars wie immer dorthin, wo sie abgemacht haben. Aber keine Oksana ist rum. Unten im Lager der Wandereisbären ist eine grosse Unruhe. Der Chef ruft: «Alles fertig zum Aufbruch. Wir ziehen weiter.» Der Lars kommt einen Riesenschreck über. «Oksana! Oksana! 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 Oksana, wo bist du? Da bin ich! Da oben!» Die Oksana ist ganz aufgeregt. «Lars, wir brechen auf. Oh, lässig, gell? Aber wir wollten doch zusammen.» Ja, ich weiss, aber ich muss doch mit den anderen. Sie gibt dem Lars ein besonders schönes Münchi und ruft: «Tschüss, Lars, es geht los!» Tatsächlich. Die Kolonne der Wandereisbären setzt sich in Bewegung. Der Lars läuft ein Stückchen mit. «Sehe ich dich jetzt echt nie mehr? Wenn die kürzer werden, komme ich zurück.» «Sicher? Aber klar. Wartest du so lange auf mich?» «Ja», sagt der Lars. «Ich warte.»